Ja, servus. Betrug im Internet, dass man beschissen wird im Internet, dass einen irgendwelche Leute im Internet Geld abzocken, Geld, das dann weg ist, das wird leider immer noch viel, viel mehr. Und da muss ich euch halt warnen davor. Mittlerweile, und das weiß keiner so ganz genau, wie viel Geld da überhaupt im Umlauf ist und wie viel das da Leid gestohlen wird und wie viel da betrogen wird. Aber man geht davon aus, das ist mittlerweile genauso viel Geld wie der ganze Drogenhandel von der ganzen Welt. Und das ist schon enorm, gell? Wenn man sich das vorstellt, Drogen, das ist ja auch was, wo leider immer mehr wird und irgendwie keiner ein Rezept dagegen hat, aber der Betrug im Internet ist genauso viel Geld wird da gemacht, werden die Leute abgezockt, wie der Betrug mit den Drogen oder das Geschäft mit den Drogen. Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ich muss auch sagen, bei mir im eigenen Haushalt haben da schon Sachen passiert, wirklich Wahnsinn. Also Haufen Geld schon verloren gegangen, muss man ganz klar sagen. Weil die Betrüger, die haben natürlich auch viele verschiedene Sachen unterwegs. Das ist nicht immer das gleiche Masche, weil da war es ja einfach, wenn das allerweil das gleiche war, die lassen sich schon allerweil wieder was Neues einfallen und man muss da echt aufpassen. Was viele Leute nicht wissen, es gibt sogenannte Scam Factories. Das sind wirklich Tausende von Leuten, die sind da gefangen genommen praktisch. Die sind da wie eingesperrt, die sind praktisch entführt, kann man sagen, von der Mafia, überwiegend in Asien, also fast allerweil irgendwo in Asien. Und die werden da gehalten wie Sklaven, kann man sagen. Die haben da eingesperrt und die müssen den ganzen Tag eben im Internet arbeiten und Leib scheißen und Leib betrügen und Geld machen für die Mafia. Und wenn die da nicht nur machen, dann werden sie gefoltert. Ich habe da Berichte gesehen mit Leuten, die sind interviewt worden, die haben Schlafentzug gekriegt, die sind mit einem Handschein an, der, an einem Rohr an der Decke festgebunden worden, dass 2 Tage oder was nicht schlafen können haben. Mit solchen Foltermethoden arbeiten die da. Oder auch, habe ich gehört, mit Elektroschocker, hat einer verzeiht, sind sie gefoltert worden, damit sie das machen, was die Mafia will. Aber nicht nur die Mafia ist da aktiv, sondern auch viele kleine Betrüger gibt es, die wo die Leute einfach einer Bestes wollen, einer Geld. Die versuchen, eure Daten zu kriegen. Von eurem Konto, von PayPal, von euren Passwörter, vom Onlinehandel, eure Ausweisdaten, weil auch damit kann man illegale Sachen treiben und Geschäfte machen. Mit Fake. Das ist ganz wichtig. Fake, das sind gefälschte Sachen. Alles, was praktisch nicht echt ist. Was so ausschaut, wie wenn es von einer echten Firma kommen hat, aber in Wirklichkeit gefälscht ist. Also gefälschte E-Mails, gefälschte Internetseiten, Fake-Anrufe. Anrufe, wo sie ausgehen von Mitarbeitern von irgendwas und in Wirklichkeit Betrüger sind. Es gibt einen Haufen Fake-Profile auf Social Media, die wo da Kontakt aufnehmen zu Leuten, die wollen denen gerne Vertrauen gewinnen und dann wollen sie es ausnutzen. Also es werden praktisch Sachen nachgemacht. Fake. Eure Seiten von eurer Bank, die werden nachgemacht und ihr werdet da hingelockt, sodass ihr auf einer Seite seid, die ausschaut, wie wenn es von eurer Bank war oder Amazon und in Wirklichkeit ist Fake und Betrug.
E-Mails werden nachgemacht, PayPal-Konten werden nachgemacht, alles Mögliche. Und es ist halt wichtig, man wird immer versucht, auf die Seiten zu gehen. Es gibt, kann man sagen, immer den Versuch, euch irgendwo anklicken zu lassen, irgendwas verlinken, da wo man draufklickt und man meint, man kommt zum Beispiel auf sein Bankaccount und in Wirklichkeit ist man auf einer Fake-Seite, die genauso ausschaut und da wo man dann abzockt und beschissen wird. Man kann wirklich die Seiten fast nicht unterscheiden, weil die oft so echt ausschauen, dass man es wirklich nicht gespannt, dass man auf der falschen Seite ist. Wenn man schon mal so weit ist, ist wirklich schon fast spät. Ihr müsst schon aufpassen, wie ihr da hinkommen seid auf die Seiten. Ganz, ganz wichtig ist es. Was habt ihr angeklickt? Wie seid ihr auf der Seite gelandet? Seid ihr den normalen Weg gegangen, der wo euch bekannt ist, den wo ihr schon immer genommen habt? Oder habt ihr euch von irgendeinem E-Mail, das plötzlich gekommen ist, verleiten lassen und da draufklicken? Weil dann kann es schon eine E-Mail sein von irgendeinem Betrüger und dann ist die Kacke schon am Dampfen. E-Mails werden halt da besonders oft hergenommen, aber das kann euch theoretisch auch überall anders passieren. Auf irgendeiner Webseite, wo ihr zufällig gekommen seid, kann das sein. Es kann eigentlich in Social Media, wo euch irgendeiner was einen Tipp gibt oder irgendeinen Schmarrn verlinkt. Überall kann euch das passieren. Und wenn erst einmal eure Daten, euer Passwort weg ist, dann ist es schon passiert. Man kauft die Betrüger ein mit eurem Geld. Oder sie überweisen sie selber Geld, die plündern euer Konto. Ja, ist krass. Ist wirklich sehr krass und sehr gefährlich und passt so gut auf. Und was auch noch gibt im Internet, betrugsmäßig, sind Erpressungen. Das möchte man gar nicht glauben, aber teilweise werden die Leute erpresst. Oft, da bauen irgendwelche Leute, die geben sie aus, wie wenn sie von England waren oder von sonst wo. Und in Wirklichkeit sind die aus einem armen Land in Afrika und die nehmen mit euch Kontakt auf und spielen euch da eine Fake-Identität monatelang oft vor, bis du denen vertraust und bis du denen, sagen wir mal, intime Sachen von dir preisgibst, Beuteln oder Videos oder sonst was. Und wenn sie die haben, dann erpressen sie die. Dann erpressen sie die damit, dass sie das im Internet veröffentlichen. Oft haben sie vorher schon deine Kontaktlisten gestohlen und erpressen die damit, dass das da hinschicken zu deinen ganzen Kontakten, dass deine Arbeitskollegen, deine Spätzeln, dein Chef oder sonst wer das kriegt. Also, das ist eine Masche, die es wirklich auch oft gibt und da muss man auch aufpassen, dass man wirklich im Internet da wahnsinnig vorsichtig ist. Was anderes noch? Fake-Anrufe, das gibt es auch. Fake-Anrufe, die aber meistens mit dem Prinzip, dass euch schnell zu irgendeiner dummer Handlung verleiten wollen. Die schildern irgendeine knifflige Notsituation und irgendwer ist da in einem Problem, ein Bekannter, eure Verwandtschaft, eure Kinder, irgendwer hat ein Riesenproblem wegen einem Unfall oder sonst irgendwas und ihr müsst ihm aus der Patsche helfen und ganz schnell Geld überweisen. Das ist der Trick, wo da hergenommen wird. Also die versuchen euch unter Druck zu setzen, machen irgendwas, was zu euch sagen, es pressiert, ihr sollt schnell handeln und dann, wenn man es nicht checkt und wenn man drauf reinfällt, dann ist das Geld weg. Dann überweist man was und die Banditen haben die Kohle und zack, ist weg. Und was man da wissen muss, und das ist jetzt wieder ein bisschen was Neues, das hat es vielleicht vor ein paar Jahren so noch nicht gegeben, aber heutzutage kann man mit KI Stimmen nachmachen.
Die Kinder die Stimme haben von deinem Partner, von deinen Kindern, von irgendeinem Bekannten von dir und die Stimme können die mit KI nachmachen. Praktisch einen eigenen Textsprecher mit der Stimme von deinem Bekannten, dass sie das total echt anhört. Und das hört sich so echt an, dass du die Stimme nicht vom Original unterscheiden kannst. Und das muss man wissen, dass sowas heutzutage gibt. Seid da wirklich auf der Hut. Das gibt's. Man kann heute mit KI alles fälschen. Man kann sogar, muss man auch wissen, Fotos fälschen gibt's vielleicht schon länger, aber eben jetzt halt auch Stimmen fälschen und auch ganze Videos. Es kann ein Videocall sogar sein oder eine Videobotschaft gemacht von deinem Kind, von deinem Partner und alles mit KI gemacht und gar nicht echt. Du siehst in sein Gesicht, die Lippen bewegen sich, der sagt den Text, die Stimme ist original von ihm, aber er hat das nie gesagt, es ist alles fake. Das gibt es mittlerweile. Da muss ich sagen, das ist echt krass geworden. Könnt ihr auch auf YouTube schauen. Auf YouTube gibt es das mittlerweile auch. Es gibt YouTuber, die gibt es gar nicht in echt, die sind fake, die sind von einem Computerprogramm gemacht. Mit einem Computerprogramm Stimme, spreche die zu euch. Das sind keine echten Menschen und das gibt es auf YouTube mittlerweile auch massenweise. Müsst bloß einmal genau schauen, oft klappt man es gar nicht, oft spannt man es gar nicht. Aber viele so YouTuber, wo ihr anschaut, also viele auch nicht, aber etliche mittlerweile sind vom Computer gemacht, sind Fake-Personen, die es in echt gar nicht gibt. Ist wirklich ein bisschen gruselig heutzutage, wie das läuft. Ja, da könnt ihr euch jetzt fragen, zum Beispiel auch, ob ich überhaupt echt bin. Ja, krass, aber mittlerweile muss man alles in Frage stellen. Vielleicht gibt es mich gar nicht, vielleicht bin ich gar kein Mensch, vielleicht bin ich nur vor einem KI-Computerprogramm entworfen, sitzt da in einem KI-Wald, den es nicht gibt und verzeihe euch meine Geschichten mit bayerischen KI-Stimme. Aber ich glaube, auf Bayerisch ist das noch gar nicht so verbreitet. Also ihr könnt da relativ sicher sein, dass ich echt bin. Ja, ist krass, was da es gibt an Betrug mittlerweile. Aber abschließend möchte ich noch was sagen. Das muss ich sagen, weil es echt wichtig ist. Das Video ist keine komplette Anleitung, wie man Betrug im Internet verhindert. Es gibt 1000 Tricks, was die Betrüger drauf haben und das, was ich da mache, ist nur ein kleines Video. Das soll euch sensibel machen, das soll euch auf die Sache hinweisen. Das andere, die Betrüger komplett verhindern kann, das kleine E-Mail nicht. Informiert euch selber, informiert euch am besten allerweil wieder, weil es immer wieder neue Tricks gibt. Allerweil kommt wieder was Neues. Und da muss man wirklich auf der Hut sein und man muss sich auch bewusst sein, dieser Markt, Betrug im Internet, das wird mit Sicherheit die nächste Zeit allerweil noch größer und größer werden. Also, ich sage es nur mal, das Video reicht auf keinen Fall aus, dass ihr nur Infos habt, dass ihr jeden Betrug im Internet verhindern könnt. Ich hoffe trotzdem, dass es euch ein bisschen Anstoß gegeben hat, dass ihr vorsichtig seid, dass ihr auf der Hut seid. Und was ich euch wünsche, ist, dass euch sowas nicht passiert, dass ihr nicht beschissen werdet im Internet. Aber da müsst ihr echt wachsam sein und darum passt auf euch auf. Aber wenn es euch gefällt, das Video, und wenn ihr darauf steht, dass da einer auf Bayerisch redet auf YouTube, dann lasst ein Like da oder noch besser, der zu abonnieren. Das würde mich wirklich freuen. Danke.